Liebe TV-Gourmets, macht euch Gaumen ready für die Köstlichkeiten der dieswöchigen Trash-TV-Sendungen. Und dann dieser erfrischende Sud, der gleich so drüber läuft. Und dann hast du die Mayonnaise, die so cremig so. Das ist bombastisch, also ich finde es ein Hammer. ja. Wir starten diese Woche mit den wichtigsten Lokalnachrichten. Ganz präzise starten wir im Dreck von der Ostschweiz. In der Ostschweiz finden Schatzsucher echte Perlen. Das ist ein ganzes Velo. Aber auch ganz skurrile Sachen. Ein Dildo haben wir gefunden. Aber wie auch immer der dort reinkommt. Man entdeckt immer wieder Neues, ja. Ein altes Problem hat bei Teletop dafür diese Woche endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich schon lange verdient hätte. Helen Tanner kann es nicht verstehen, dass es da in der Bahnhofsunterführung jetzt schon seit 4 Jahren keinen Wegweiser gibt zu der Bushaltestelle Bahnhof Nord, wo ihr Bus auf Merishausen abfährt. Die Situation hat Helen Tanner so genervt, dass sie das Problem gerade selber in die Hand genommen hat. Zusammen mit ihrem Mann hat sie eigene Wegweiser montiert. Neben Brief an die Behörden ist sie sogar persönlich ins Stadthaus. Aber egal ob bei der Stadt, der Verkehrsbetrieb oder auch der Polizei, immer hat es geheissen: Schweizer. Und wo wir gerade bei den Schweizer sind, gehen wir doch schnell in unsere Bundeshauptstadt Bern. Dort war diese Woche Chaos pur. Ein riesen Puff heute am Bahnhof Bern. Er schießt mich an, ja. Ich habe bis vorgehabt Mittag, muss zum Zahnarzt um 3. Es wird ein wenig eng jetzt. Wer kommt auf, was jetzt kommt? Vielleicht kann es sein, dass er geht. Der ist gar nicht aufgehört. Ja doch. Ausfall. Ja, nein. Ja, nein. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Er ist einfach so, wie er ist, und er ist herzig. Ja, nein. Nein, nein. Ja, nein. Nein. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Das ist wunderbar. Wagen wir uns langsam über die Grenze. Bei unseren Nachbarn haben am vergangenen Wochenende wieder die Covidioten protestiert. Und sie haben wie immer mit ihren Überzeugungen und Fakten punktet. Ich trage keine Maske, ich möchte gesund sein, ich möchte Luft atmen, ich möchte Sonne, ich möchte also nicht... Für mich ist da, deutsch gesagt, bärenreich. Ja, und ich möchte mein Gesicht nicht verstecken. Das hat mir Gott gegeben und das muss jeder anschauen. Dein Ernst? Ich denke, die berichten einfach zu einseitig, diese Medien. Die berichten einfach nur das Negative und also einfach nur, um uns einzuschüchtern. Die sollen einfach mal die ganzen Wahrheiten berichten, auch mit diesen Kindern. Denkt nur mal an die Kinder. Das wird nirgendwo öffentlich berichtet, das wird einfach nur verschwiegen. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Ich weiß nicht warum, es ist einfach nur traurig. Nicht gut, ich gehe. Das ist vom West. Aber falls es ein Virus geben sollte, geht dieser Virus dort durch. Der geht da durch. Der schützt diese komische Maske, die Sie jetzt haben. Im Gegenteil, die schadet Ihnen. Haben Sie nichts mehr Gescheites zu tun, ihr Arschlöcher, ihr Verdammten? Wenn ich jetzt Covid-19 wäre, Sie machen den Mund auf und ich spucke Ihnen direkt rein, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie richtig viel... Das werden Sie hoffentlich nicht tun. Und ich spucke Ihnen direkt rein. Werde spucken. Ja, ist ja klar, oder? Ich als Systemling mit den Massenmedien im Hintergrund, ich würde natürlich nie über die gute Seite von Covid berichten. Ihr wollt Good News zu Corona? Ihr könnt Good News zu Corona haben. Im Gegensatz zu uns Menschen haben die Vögel keine Reiseeinschränkung wegen Corona. Ganz logisch, ganz logisch. Dass Corona tatsächlich vielen Leuten ja als existenziell gegangen ist, das ist Fakt. Und das ist auch nicht lustig. Und das hat mittlerweile sogar wortwörtlich das letzte Kind noch begriffen. Es gibt ungefähr 100 Menschen, die auf dieser Welt, die nicht so viel Gold haben. Ja, es gibt bestimmt ein paar mehr als 100, Schatz. Ja, vielleicht 30.000. Ja und nein. So, nach so viel Bad News können wir jetzt ein bisschen Romantik brauchen. Spoiler Alert, freue euch nicht zu früh. Heute ist Tag 3 Ihrer Auswanderung. Ist das der richtige Zeitpunkt für die wichtigste Frage Ihres Lebens? Ich möchte, dass du mich heiratest. Oh. Yes. Oh mein Gott! Yes, but I think I must make many papers for this. Was für eine schöne Art, Ja zu sagen. Auch die Tochter freut sich gewaltig. Ich habe
Ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll. Wir waren gerade am Strand und dann hat er mir vor der Kamera einen Heiratsantrag gemacht. Ja, hab mir schon was gedacht. Und jetzt? Willst du schon wieder heiraten, oder was? Das war ein richtig bitchiger Satz, oh mein Gott. Ja, ich habe ja gesagt. Ja, super. Meine Meinung kennst du dazu. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Grosser Philosoph. Themawechsel. Ich wollte noch den Bezug sagen, was ich für einen Bezug habe zu dem Witzweg. Und das ist auch lustig. Ja und nein. Ihr wisst nicht, dass mein zweiter Name Witz ist. Mein Mann ist ein alteingesessener Elsässer und er heißt Witz, W-I-T-Z zum Geschlecht. Und wir beide wohnen im Ortsteil Lachen. Oh, das war eine grandiose Geschichte. Grandios. Wir kommen zum Sport. Verschiedene Medien spekulieren, dass der Marc Schneider zum FCZ wechseln könnte. Das will sich Zürcher ebenfalls heute per sofort von ihrem Trainer Ludovic Magnin trennen. Trainer Ludovic Magnin. Stimmt oder stimmt nicht? Ich glaube nicht. Was hingegen stimmt, ist, dass der Bendrit einen neuen Job hat. Wer will? Ja, stimmt. Oh, cool. Also ein guter, hä? Cool. Sensationell. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Ein Depp von unten bis oben. Depp, 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 Depp.